Das erste Vakanz war mit meiner Familie auf Freund nach China, für das Land, über das es so viel Vorurteile gibt, um ein bisschen besser kennenzulernen. Angefangen mehr zu Peking, ein Wirsch von den ziemlich stöpsig und nicht so gering Stadt. Wie dass ich nicht nach China kann gehen, ohne die chinesische Mauer zu besichtigen, haben mehr als auf dem Weg immer in Richtung Bada liegen. Da sind wir dann von 21.196 Kilometer über die riesige Mauer getrippelt, welche am 7. Jahrhundert vor Christus gebaut ist. Später haben wir den Sommerpalast, also dem echten Kaiser seine Sommerresidenz angeguckt. Ein Flotterfahrung war auch als Rückschritttour durch die Alhutungen, also die traditionell chinesische Kochtien. Wir hatten die Möglichkeit, an eine traditionell chinesische Turnschule zu gehen, wo ihr wirklich gesehen habt, wie ehrgeizig und diszipliniert schon die kleinen Kinder da sind. Von Peking aus sind wir dann weiter auf Xi'an geflogen, ein ganz liebe Stadt. Auf ihrem Night Market kann ihr so ziemlich alles essen, was ihr sich vorstellen kann. Xi'an ist auch bekannt für ihre Terrakotta-Armee, die 1974 pur Bauern entdeckt ist. Sie zählt 7.278 lebensgroße Kampferfiguren. Die Chinesen gehen nicht so wie wir an Disco, aber sie treffen sich auf der Marktplatz und tanzen dort zusammen. Als letzte Etappe auf der Reise war Shanghai, die wahrscheinlich modernste Stadt aus China. Am Anfang kann ich sagen, dass Peking die Gegenwart von China symbolisiert, Xi'an Vergangenheit und Shanghai Zukunft. Im People Square hängen die älteren Annoncen aus, für einen Ehepartner für Kinder zu finden, weil die so viel schaffen, dass selber keine Zeit haben, viel kennenzulernen. Das Skyline von Shanghai wird vom sogenannten Flaschenöffner geprägt. Also am Anfang ist es den World Financial Center, den mit 492 Meter den höchsten Turm aus China ist. Da oben angekommen haben wir dann die mega Vue über ganz Shanghai genossen. Kann ich wirklich sagen, dass dies nach China nicht mit dem zu vergleichen ist, was den heute zu Lützeburg an den Restaurant kriegt. Weil in China ist alles wirklich viel mehr fein und einfach besser. Jetzt können die mal mangen entwickeln zu New York mit all den Luten und Sirenen. Shanghai kann wirklich mit all Großstädten mitteilen. Also am Anfang war ich wirklich positiv überrascht, weil ich habe mir das Land viel mehr streng und kontrolliert vorgestellt. Und Chinesen sind trotz ihrer schlechten Englischkenntnisse immens lieb und hilfsbereit.